So, und du hast ganz schönen guten Abend heute aus dem Centre Kulturell op der Schmelz von Dietling. Ich begrüße dich am Namen vom Ministère de l'Intérieur auf unseren ersten Online-Table-Ronde vom Gemengensektor. An diesen Zeiten, letztes Jahr wurde die Reform vom Gemengegesetz gestartet. Du kam der Covid-19, den uns natürlich alle Guten, besonders an der Gemengen, noch an Atem gehalten hat. Und lo geht es darum, den Relaunch von der Reform zu machen. Bei uns begrüßen ich die Minister Taina Bofferding. Guten Abend. Neben Runde Pascal Husting als ein Konsultant von Axidu, den uns an diesem Prozess begleitet und als auch die Resultate von der ersten Phase wird präsentieren. Guten Abend. Und dann natürlich als rund und Burgemeesterchen und Burgemeisterin angefangen, hier auf meiner Rätselseite Heimspiel für den Dan Biancalana von Dietling. So, dann. Thierry Lagoda von Birkerich. De Georges Michaud von Asch, guten Abend. Christian Brassel-Rausch von Deiferding, Claude Hagen von Dickrich, schönen guten Abend. Und dann habe ich auf meiner linken Seite angefangen mit Emil Eischer, Burgemeister von Kliev, Präsident auch vom Civicol, Mann bei Roller von Dippech, bonjour. Der Max Hengel von Wurmer, guten Abend. Und Pascal Hanse, Burgemeister von Bettendorf. Ja, wir haben heute zwei große Themenblöcke auf unserem Online-Event. Erstens gucken wir auf die Erfahrungen, die während der Krise auf gemengem Niveau dann gemacht wurden. Und da gucken wir später nach auf die Resultate von der ersten Phase vom Partizipationsprozess. Jeder, der uns dann gerade online nachguckt, den ist natürlich auch gebeten, mitzumachen. Das geht ganz einfach mit dieser Chat-Funktion. Interessant Fragen an Remarken kriege ich dann direkt dahin weitergelegt. Und da gucken wir die dann noch so sehr wie möglich zu beantworten. Falls wir Fragen nicht Druck kriegen, dafür ist es wichtig, dass der Ihre Nummer auch mit dabei schreibt. Da gucken wir das an den nächsten Tag zu beantworten. Da werdet ihr vom Innenministerium natürlich kontaktiert gehen. Lass mal gucken, was dann bislo geschieht ist. Bislo goufen verschiedene Evenementen organisiert. Kick-off war ungefähr ein Jahr hier, den 8. Juli letztes Jahr mit rund 300 Repräsentanten. Das war zu den Anwenden. Seitdem goufen es 6 Regionalforen mit Gemengepolitiker, Leute, die an der Gemenge arbeiten, und auch ganz aktive Bürgerinnen und Bürger. Es gouf eine Online-Umfrage gemacht. Da haben ganz 5600 Leute mitgemacht. Und dann den 8. Januar dieses Jahr, da gibt es dann eine große Bürgeratelier an der Stadt. Und natürlich wird immer up-to-date gehalten bei dem Site, das ist gemengereform.lu. Und da findet ihr natürlich auch alle guten Informationen. Ich gebe so, wir gucken mal einfach mal ein paar Bilder und ein kleines Video ran, was bislang so gemacht wird. Ja, Madenen für eng modernen Gemeng. Das ist die Grundidee von dieser Reform, und dafür gehe ich dann noch weiter und die Minister Taina Bofferding. Gut, dann schöne gute Nachrichten. Meinerseits, ja, die traditionellen Rendezvous, die wir so tun, Burgmeister da oder auch Journée des élus locaux, das ist ja Covid-bedingt ausgefallen. Dabei sind dann immer gut Gelegenheiten, wo wir dann den direkten Échange können holen. Und dafür haben wir eben noch diesen Abend organisiert, für so eine Möglichkeit zu schaffen, für das wir können zusammen diskutieren und eben noch einen Austausch können so holen. Dafür als erstes haben wir dann
an Diskussionen ragehen, will ich aber von der Gelegenheit profitieren, für alle Guten, die Leute merci zu sagen, die Matkohle von das der Bein zu stellen, für ob natürlich der Gemeinde Dietling und auch dem Kulturcenter, ob der Schmelz für den Hosting und natürlich auch mit dem ganzen Team am Interieur und alle Guten noch den anderen, die heute eben helfen und natürlich alle Guten die Leute, die live dann angeschaltet sind und dann ist dann auch auf dieser Platz suivieren. Das wir drunter schon gesagt gehen, ganz genau für einem Jahr war den Kick-Off für die Reform vom Gemengegesetz. Die meisten von ihr waren noch damals dabei. Da waren ganz viele Leute, die partizipiert haben. Das ist auch ganz gut so, weil an der Zeit also auch ganz viel geschieht. Den Zug für die Reform vom Gemengegesetz ist auf der Stehenden, weil eben Covid-bedingt für im Moment an der Gar, mit der aber Zeit, dass ein Lo 4 Uhr rollt. Es waren viele Stationen am letzten Jahr, wie gesagt, wo wir ganz viel Druck geschafft haben, wo wir ganz viel nützliche Informationen gesammelt haben. Und dafür ist das heute auch eine ganz gute Gelegenheit, für sich mal da auseinanderzusetzen, auf jeden Fall auch eine Präsentation zu machen, was da bislang alles geschieht ist. Ich habe vorhin gesagt, ganz viele Leute haben mitgemacht. Wir hatten über 6.300 Leute, die partizipiert haben. Nicht nur, dass das enorm viel ist, wir vor allem also auch den direkten Input, den wir vom Terrain kriegen. Das ist auch genau das, was wichtig ist, wenn wir diese Reform, wie wir immer sagen, gerne mit denen wollen ausschaffen. Dabei haben wir aber nicht nur konsultiert, wir haben auch ganz konkret geschafft. Und du hast ja Punkt, wo ich angekündigt habe, 4 zu zählen. Und das haben wir auch gemacht. Das ist die Reform von der total administrativ, eben die Adaptationen zu machen. Da hat schon im Januar das Projekt de Loi deposiert. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch da gleich können weiter fuhren, dass wir können an der Chambre, gucke ich hier die Kollegen an der Doppelfunktion, dass wir da können mit den Arbeiten loslegen, weil doch ganz wichtig ist, eben hier für die Prozeduren zu vereinfachen, für auch so alles, was nämlich zeitgemäß ist, eben so können zu adaptieren, aber vor allem auch können so die Gemengen mehr Zeit zu geben, für dass sie sich können auf die Politik konzentrieren. Also eben auch so an ihrem Alltag können unterstützen, aber vor allem auch können an ihrer Autonomie stärken. Digitalisation ist ein ganz großer Teil davon, überhaupt ein Punkt, den sich durch ganz Politik, wenn man am Regierungsprogramm guckt, wie ein Roten vor dem durchzieht. Aber wenn wir von modernen Gemengen schwätzen, ist es auch wichtig, dass den Interieur sein Part dazu beiträgt. Und dafür haben wir auch seit ein paar Monaten eine Equipe en place gesagt, die sich just Digitalisierung kümmert. Für eben auch so können die nötige Unterstützung zu geben, für dass es eben auch nicht einfach beim FE, also bei der Annonce von FE bleibt, sondern dass wir eben auch so können konkret das umsetzen, was wir gerne hätten. Weil, wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Teil von der ganz großen Reform, die wir anstreben, auch von der total administrativ. Und dafür sind wir jetzt eben am Gange, auch intern so aufzustellen, wie dass wir da auch Gemengen bestmöglich können begleiten. Gemengengesetz selber, ich meine, die Menschen, die hier am Tisch sitzen, die angeschaltet sind, brauche ich nicht zu sagen, dass das ein Rutschjahr Buckel hat. Es sind da mittlerweile 32. Gesetz geschrieben von 4 Gemengen von Demos. Der wisst alle gut, ich meine, du brauchst nicht weiter darauf anzugehen, dass Gemengen entretemps enorm viel changiert tun, dass die Herausforderungen ganz andere sind. Und da merken wir ja immer an den Gesprächen, wo wir haben, dass es definitiv an der Zeit ist, eben hier auch ein großes Reform zu machen, eben ein Gesetz zu kreieren, was grundsätzlich überschafft ist, weil auch hier Gemengen eben soll unterstützen. Bewusst sind ich mal an dem Kontext doch, wenn wir darüber diskutieren, was sind da Aufgaben von den Gemengen, was sind die Herausforderungen, die sie stellen, welchen Kader wollen wir gerne in die Gemenge gehen. Da können natürlich auch direkt froh, was sind dann die Moyen, die Gemengen haben, respektive, was steht den Gemengen zur Verfügung. Und da brauche ich natürlich auch zu, für Sachen zu realisieren. Ich so nicht nur ganz bewusst, weil ich weiß, dass Krise hier auch
do hier Spuren Hanna los huet. Ich weiß, dass ganz viele Gemeinden sich auch Gedanken darüber machen, wie Teil soll weitergehen. Dafür ist auch wichtig, dass man die Diskussion über die öffentlichen Finanzen feiern, auf jeden allem auch gucken, wie wir da doch können zusammen meistern. Wichtig ist, dass man wie soll ich sagen, vigilant bleiben. Wir kommen wahrscheinlich nicht lernst auch den Riem-Krack eben beizuzählen, aber trotzdem will ich auch denke so in der Situation du nicht so katastrophal ist, wie sie modellweise du draußen durchgestaltet geht. An so einem Szenario sind wir nicht, weil wir hatten aber ein gut Ausgangsposition. Ich verweise hier auf die Reform von den Gemengefinanzen, wo seit 4 Jahren die Gemengen wesentlich mehr Suche kriegen, was auch ganz wichtig ist, wie dass sie so hier Aufgaben können weiterwollen. In dem Kontext will ich just so an schon ein paar Plätze gesagt, dass die Regierung keinen Wert am Rehstuhl lassen, dass es eben wichtig ist, dass wir uns den Herausforderungen bewusst sind und eben noch gucken, wie wir das können gemeinsam bewältigen und was mich betrifft, selbstverständlich auch den, wie soll ich so einen Spielraum, den mehr zur Verfügung steht, will ich Gemengen daran unterstützen, für dass sie hier Investitionen können weiter tätigen. Ich wollte dann noch zur Krise, weil die wird als einfach alle gut die letzte Main, wie soll ich sagen, als Leben komplett auf den Kopf gehalten, als gewinnte Normalität, wo wir sehr müssten eben abgehen. Und es war auch nicht evident für die Gemengen, für eben auch so darüber zu präparieren, weil wir wissen, dass wir nicht ein großes Präparationsphase da war. Wir waren Matzen dran und wir eben müssten gucken, dass ihnen so seine Aufgabe weiter bewältigt kriegt. Anterior haben wir das auch zusammen am Civicol ganz frei angefangen, eben noch die Gemeinde können zu begleiten, zu beraten und auch versucht, ob alle Götten, die Frohen und auch die Besoin, die kommen sind, die Unklarheiten können weitgehend eben nur darüber auch Antwort zu geben. Es war wichtig, eben die Gemeinde Kader zu gehen, so dass sie konnten hier Missionen vorholen, dass sie konnten hier essentielle Denkschlichtungen weiterhin assurieren und eben noch Möglichkeit tun, sich weiterzuentwickeln und effizient können zu handeln. Froh, die ich oft gestaltet kriegen, also ich meine, auch die sollte man ja den Ofen diskutieren, bietet so eine Krise dann noch Chancen. Weil ich meine, wir sind so gut eins, dass wir eigentlich auf die Erfahrungen hatten, könnten verzichten. Aber bon, also schwierige Momente soll ja auch mal das positiv rausziehen. Der hat an den Gemengen, an den letzten Wochen, an den letzten Monaten extrem viel Erfahrungen gesammelt. Und uns als Anterior also eben darum gelegen, die Experienzen können zu nutzen, können abzufangen, und vielleicht können dann zu nutzen für die Reform vom Gemengegesetz, die wir am Gange sind, drin zu schaffen. Es war ein schwieriger Moment, ich meine, da sind wir alle gut eins. Und aber wurde es auch gewesen, wie dann schlussendlich auch so ein modernes Gemeng in so schwierigen Konditionen kann soll funktionieren. Ich denke da an die Arbeitsorganisation, Prozesse für Personal, auch für die Gemengenautoritäten selber. Ich denke auch an die vereinfachten Prozeduren en ligne, zum Beispiel für die Bevölkerung. Auch da, die müssten kreativ sein, die müssten sehr sich adaptieren. Ich meine, wichtig ist, dass wir eben auch über die Erfahrungen diskutieren und dass wir die können nutzen, für das eben mit können an die Reform vom Gemengegesetz zu erleben. Eine Erkenntnis, die ich auch nach voll mit auf den Weg gehen, wo man auch relativ sehr bewusst gehen ist, dass das die Rollenverteilung zwischen dem Staat und den Gemengen, das ist nicht immer ganz klar, haben wir gemerkt. Und gesehen da ganz klar, aber Nachholbedarf, dass das eben auch muss diskutiert gehen, wann in so Krisensituationen ist, wo aus wem seine Responsabilität, aber wo auch dem anderen seine Grenze. Ich meine, das ist auch wichtig, dass sich darüber nach Gedanken zu machen, auch en vue von anderen Herausforderungen, die eben ausstehen, wie das in Hai klar ist, wie eben auch Hai die Kompetenz Verdelung in dem Moment eben abgedeelt ist. Das auch ganz klar ist in den Gesprächen aufgegangen, die ich ja
mat Dich plus den anderen Burgemeesterchen a Burgemeesterin am Telefon hat. Da war auch wichtig den direkten Feedback, wo eben an dem Kader vom Konfinement kon kreieren, wo ich die 2 Burgemeesterinnen a Burgemeester ugerufen hat, fir eben noch so können das Gespräch zu feieren, aber wie gesagt, da se Punkten immer im Kommers an mein Sport wichtig ist, dass in so darüber andere Form von Gemeingesetz mir darüber raus a Krisenzeiten Gedanken mischt. Voilà, das kurz zum Kader, den ich wollte setzen. Ich bin auf alle Fall froh, dass wir noch teil sind. Und ich verspreche schon mal einen ganz interessanten Échange. Für allem geht es darum, eben gesagt, Erfahrungen zu hören, auch Input, Reflexionen, weil wir brauchen einen Ersatz für ein modernes Gemengegesetz. Es heißt ja, Modern für ein modernes Gemeng, das ist bei uns nicht einfach schon das Slogan mit einem schönen farbigen Logo, den da hat, das kann man als Programm und dafür setzen wir Berg und dafür sind wir froh, dass ihr heute hier seid und dafür hoffen wir, dass wir flott eine Chance haben und dass wir so noch zusammen führen kommen. Merci. Vielen Dank, merci. Und dann ministerisch.